erstmal meinen Chat. Na, 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 na. Wo ist er denn? Da. So. Muss ich noch mal eine Brille putzen, damit ich auch lesen kann, was ihr so schreibt. Was geht ab? Erstmal Servus, guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Stefan, Servus. Oli, Servus. DRGN, Servus. Schatz, Servus. Alle Believer. Ihr habt doch alle beliebt, oder? Da hat wohl jeder mit gerechnet in Leipzig, dass das so nach der Halbzeit ausgeht, oder? Weil ich könnte mal auf den Discord schauen, aber ich denke, da haben alle beliebt. Manuel Neuer hat auf jeden Fall beliebt, würde ich sagen. Kampfdampfer, Servus. Deswegen steht er auch im Titel. Ich bin da einer Meinung mit Heavy. Heavy ist halt ein schlauer Mensch. Nee, wir haben ja oft genug die letzten Wochen und Monate und zu Recht, ja, Manuel Neuer kritisiert. Da muss man ihn auch, wenn er dann mal so ein Spiel macht und uns da am Leben hält, muss man ihn halt einfach auch mal loben. Ne? Deswegen gab es von meiner Seite auch die Note 1. Ich weiß, da sind wahrscheinlich wieder wilde Kommentare drunter. Werde ich mir dann obwohl ich werde mir die wahrscheinlich nächste Woche Montag geben. Ich habe mir überlegt, für die es vielleicht nicht wissen, ich mache ja freitags immer so Top 10 Kommentare. Das werde ich in Zukunft in den Stream verlegen. Ich habe es ja schon letzte Woche erzählt, ich werde ab Februar ein bisschen weniger oder eine Menge weniger Zeit haben, arbeitstechnisch bedingt. Und von daher werde ich das in den Stream legen, weil, ja, ich meine, letzte Woche ging der Stream 1 Stunde, ihr habt eh keine Themen, ich habe auch keine Themen, es läuft alles, es ist alles tutti. Und dann werde ich das Format in den Stream legen. Dann könnt ihr euch mit mir zusammen über die Kommentare ergötzen. Ich glaube, das ist ganz gut. Werde ich die nämlich Freitag weglassen und werde das auf Montag legen nächste Woche. So ein Ding nämlich. Ja, so wird's laufen. Ja, 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 ja. Wild, ne? Ja, wir könnten natürlich jetzt über die erste Halbzeit sprechen gegen Leipzig, aber weiß ich nicht, ob man da jetzt so viel rein interpretieren muss, wenn man dann die zweite Halbzeit gesehen hat, ne? Ich denke, erste Halbzeit war einfach keinerlei Struktur drin. Goretzka, Pavlovic ist, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall nicht wirklich eine Alternative in der Zentrale, ja. Und ein Lennart Kahl auf der 10 ist, ja, können wir auch nicht verlangen von ihm so, ne? Nicht falsch verstehen. Der ist einfach maßlos überfordert. Ja. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Also. Und Serge Gnabry ist da 1:1 kein Stück besser. Ja. Serge Gnabry hat den Vorteil, dass er irgendwann ein Tor macht. Ja, das ist auch alles. Also der war die erste Halbzeit ja auch nicht zugegen. Also das sind keine Spieler, die irgendwie ansatzweise Struktur in unsere Zentrale kriegen. Ne? Das ist halt. Man sieht das immer schön daran, wenn dann Harry Kane sich fallen lässt, dann ist Struktur in unserem Aufbauspiel. Vorher nicht. Ja, da ist gar nichts. Ja, das war ja. Also kein Zugriff aufs Spiel, gar nichts. Das war ja eine Katastrophe wieder. Nee, das sehe ich zum Beispiel gar nicht so. Wenn, dann würde ich das eher an Josh festmachen und an Heavy, der ein bisschen mehr auch in der Tiefe war, als wie an Michael. Michael hat es natürlich dann vollendet, so, gar keine Frage. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, der wichtigste Move, auch wenn Kimmich schlecht war, was die Defensive angeht, definitiv, ja. Das war ja also ganz wild, was er gespielt hat. Aber man hat einfach gesehen, dass Struktur drin war im Spiel. So, und das war ja durch die Reinnahme von Kimmich der Fall. Ja, und natürlich auch, dass Pavlovic dann wieder ein bisschen offensiver agiert hat. Am Anfang auch noch teilweise hinter Josh, aber dann wieder vor Josh, wo er hingehört. Und dann haben wir halt auch Struktur im Spiel gehabt. So, und das hatten wir nicht vorher.
So, das ist so das Hauptthema gewesen. Das Michael natürlich Sahneleistung. Ich meine, wenn der in der, wann ist er gekommen? 60. oder was? Nachdem Leipzig schon nur noch auf 70% lief. Ja, wenn der seine Qualitäten dann ausspielt, Alter, dann sieht das so aus, wie es aussah, ne? Muss man halt einfach so sagen. Mm, 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 mm. Serranto, moin. Den Teufel tun und Yoshi nochmal loben. Ey, du hast ja auch genug zu kritisieren an dem Spiel bei Josh. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie man so einen Ball da quer durch den Strafraum spielen kann und dem Leipziger direkt in den Fuß. Dann hat er noch 2, 3 defensive in der Rückwärtsbewegung Zweikämpfe geführt. Da hast du dir gedacht, Alter, kannst du eigentlich keinem erzählen als zentraler Mittelfeldspieler. Aber wir hatten wenigstens Struktur im Spiel. Das ist nun mal ein Fakt. Ja. Kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Kann man gut oder schlecht finden. Ich denke, dass Goretzka, Pavlovic das in den letzten Spielen gezeigt haben, dass sie es auf jeden Fall nicht hinkriegen, da Struktur reinzukriegen in das Spiel. Ja, dass da keiner ist, der dann das Heft des Handelns in die Hand nimmt. So. Ja, das muss dann Heavy machen. Ne? So, sagen wir, wie es ist. Ja. Wenn Heavy sich nicht fallen lässt und das nicht tut. Natürlich fehlt Musiala, der das auch tut. Ja, so, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Auch ein Jamal macht das, hat er immer getan, dass er sich auf die Achterposition fallen lässt und den Ball holt und unser Spiel aufbaut. Und das macht ein Lennart Kahl nicht. Können wir auch noch gar nicht von ihm verlangen. Aber auch ein Serge Gnabry kriegt das nicht hin. So, ja. Das heißt, wenn Jamal da ist, wenn er wieder, ist ja wieder da, wenn er dann mal wieder in seiner Topform ist oder in einer guten Form, dann kannst du solche Scherze machen, ja. Also dann hätte ich da nicht so das Ding. Dann hast du auch Struktur im Aufbauspiel. Aber sonst, bisher hatten wir die halt nicht. Also Goretzka, Pavlovic, Katastrophe halt, was das angeht. So ist es halt. Was verteilst du hier Schellen? Bist du fertig oder was? Mm, 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 mm. Hoffe, die Schelle war nicht für mich gedacht, oh. Jetzt gibt's hier gleich eine Schelle zurück, nämlich. Alles gut. Ja, wir sind auf Twitch, ne? Da reicht, wenn du das einmal in den Chat schreibst. Ich lese das schon. Aber gut, ich sehe, du hast einen Schreibfehler gehabt, da lassen wir das mal durchgehen hier. Dann passt das schon, Peter. Zweite Halbzeit war überragend. Ja, was heißt überragend? Ne? Überragend kommt auf den Maßstab drauf an. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn unser zentraler Mittelfeldspieler, der Josua Kimmich heißt, einen Ball im eigenen 16er den Leipziger in den Fuß spielt, dann weiß ich nicht, ob wir von überragend reden können. Ne? So. Vorne definitiv, ja. Dank Michael. Aber mein Gott, ey, ich kann mich ja da nur wiederholen Woche für Woche. Wenn du da Michael, Heavy und Diaz hast und wenn dann noch ein Jamal dazu kommt, dann brauchen wir nicht darüber reden, dass wir, ja, dass wir, wir haben es ja gesehen, wir sind halt vorne in der Lage, dann Leipzig 5 Stück einzuschenken in einer Halbzeit so. Ne? Und das würde ich behaupten, da sind wir bei jedem Gegner in der Lage zu. Nicht nur in der Bundesliga. Ja, wenn die 3 da einen guten Tag haben, wenn dann noch Jamal zurückkommt, alto Betty, dann ist das schon wild, ne? Peter, erstmal vielen lieben Dank für deinen verschenkten Sub. Warum hast du dir dann nicht selber einen Sub geschenkt? Ist ja wild. Ja, natürlich ist Josh noch nicht bei 100%. Das ist ja auch klar. Aber trotzdem, das geht. Das sind Sachen, die gehen halt auch nicht, ne? Muss man auch mal klar sagen. Haben wir's? Geil. Peter, nochmal vielen lieben Dank für deine verschenkten Subs hier. Was ist denn da los? Vielen lieben Dank. Für deine 3 verschenkten Subs, ey. Ja, also wie gesagt, dass Josh noch nicht bei 100% ist klar. Ja, das hast du ja schon daran gesehen.
Ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo Joshua Kimmich mal auf der Bank saß. Gewollterweise. Ja, daran hast du ja schon gesehen, dass er noch nicht bei 100% ist. Deswegen habe ich ja auch über viele Sachen drüber hinweggesehen. Ja, gerade in die Zweikämpfe in der Rückwärtsbewegung und so. Das kann natürlich bedingt sein durch, wenn du an dieser Stelle Schmerzen hast, wo er es hat, so, kann ich dann schon nachvollziehen. Aber nochmal, den Ball, den er im Strafraum Leipziger im Fuß spielt, das geht halt auch nicht. Ja. Muss man halt auch sagen. Deswegen war es am Ende auch nur eine 3 für Josh und nicht besser. Obwohl er natürlich einen riesen Impact hatte, was die Stabilität und den Spielaufbau in unserem Spiel anging. Ne? Das muss man ja auch zugeben. So. Deutscher Meister. Ja, deutscher Meister sind wir noch nicht, aber auf einem guten Weg, ne? Nee, habe ich ja auch nicht. Habe ich ja gerade schon gesagt. Also bei mir hat Manuel Neuer eine Note 1 bekommen. Also, was soll ich da Schlechtes sagen? War ein fehlerloses Spiel, war eine überragende Leistung. Und wenn Neuer immer so halten würde, dann hätten wir auch keine Sorgen. So. Ich meine, Sorgen haben wir eh nicht. Wir haben einen guten Torwart dahinter, aber dann hätten wir auch keine Kritik an Manuel Neuer zu üben. Ja? So, aber keine Ahnung. Hat halt Bock gehabt. Und wie habe ich ja vorhin schon gesagt, Manuel Neuer ist der dieses Spiel gewonnen hat. So, er hat uns im Spiel gehalten. Wenn du in der Halbzeit mit 3-4-0 rausgehst, ich will es nicht ausschließen, so dass wir nochmal zurückkommen, aber schwierig. Ja, also bleiben wir mal auf dem Teppich, sagen wir 3-0, ist schon schwierig. Ja. Nicht unmöglich, aber natürlich schwierig, weil Leipzig dann natürlich auch ganz anders nochmal agiert. Ja. Deswegen, ja, wie Heavy es gesagt hat, also den Sieg kann der Manu sich anheften. Hat uns auf jeden Fall im Spiel gehalten. Und nicht nur da, auch wo es 2-1 stand. Na? Wenn wir ehrlich sind, hätte es zur Halbzeit gut gerne 3-4-0 stehen müssen. Ja, richtig, müssen. Das ist der springende Punkt. Da hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen. Na, das war eine katastrophale Leistung, die erste Halbzeit. Also wir haben gefühlt keinen Zweikampf gewonnen. Ich weiß nicht, wie viele Fehlpässe wir gespielt haben. Das war schon, ja, wie ich sagte, keine Struktur, ideenlos. Ich weiß auch nicht, warum Harry Kane sich nicht hat fallen lassen. So, ja. Ich weiß auch nicht, warum Vinny nicht eher reagiert hat. Er hätte dann reagiert, hat er ja auch gesagt. Das hat man auch gesehen nach der ersten halben Stunde. Also reden wir mal von der ersten halben Stunde. Danach war es deutlich besser, weil wir aber auch viel, viel defensiver agiert haben. Ja. Tom Bischof stand viel, viel defensiver. Lennart Kahl hat einen Einlauf gekriegt, dass der mal ein bisschen defensiv mitmacht. Das hat man dann natürlich gesehen. Ja. Also ein Tom Bischof stand ja immer gegen 2 auf seiner Seite. Ja, dann musste meistens ein Upper rausrücken, dann war die Lücke in der Mitte da, dann war da nicht der zentrale defensive Mittelfeldspieler, keine Ahnung, wo in dem Moment Pavlo rumgeirrt ist. Das war halt schon wild, ne? Und auf der anderen Seite, Ito war ja eine Vollkatastrophe, Alter. Das war ja gar nichts. Der hat ja nicht einen Ball zum Mitspieler gebracht, gefühlt. Geschweige denn mal einen Zweikampf gewonnen. Der wurde ja vorgeführt, Alter. Und was ist das bitte für eine Maschine auf Leipziger Seite? Junge. Ich habe ja gesagt, das ist der Klon von Michael Olisse, oder? Junge, würde ich ja mit zu Augen verpflichten, den Mann. Eieiei. Ja, und dann kam eins zum anderen, ne? Aber Leipzig hat es halt nicht gemacht, so. Ne? Und dann haben sie in der zweiten Halbzeit, ja, gab es auf so ein Maul, ne? Und ich habe es schon im Video gesagt, es hat mich natürlich doppelt und dreifach gefreut, nachdem ich Klopp seine Fresse zur Halbzeit gesehen habe, wie er auf der Tribüne da mit seinem breiten Grinsen neben Mario Gomez sitzt und Alter, hab ich's denen gegönnt, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Ich bin ja echt sonst keiner, der so schadenfroh ist und so, ne, im Fußball. Aber da 110%, Alter. Meine Güte. Und vor allen Dingen dann noch in dieser Höhe, weißt du? Dann nicht irgendwie knapp gedreht oder unverdient gedreht, sondern vorgeführt in der zweiten Halbzeit. Gezeigt, was eine Spitzenmannschaft ist. Schön rein in den Kloppo.
Und der Gomez ist ja noch der größere. Junge, hör mir auf. Komm ich nicht drauf klar. Und der war mal Spieler bei uns, Alter. Kannst dir nicht vorstellen, ey. Nee, ist runtergegangen wie Butter für mich so, weißt du? Auch schön, wo sie dann den Kloppo noch mal eingeblendet haben, was er dann für 'n Gesicht, gezogen hat. Ach, runter wie Öl. Ah. Nicht viele gute Mannschaften werden uns diesen Gefallen nicht tun. Ja, keine Ahnung, kannst das jetzt so und so auslegen, ja? So, das würde ja wieder heißen, dass es doch nicht Manuel Neuers Leistung war oder was? Also, ich denke, Leipzig, ja, die haben 2, 3 Sachen fahrig vergeben, das ist schon richtig, aber du musst auch mal sagen, dass Manuel Neuer wirklich 2, 3 Dinger überragend gehalten hat. So, ja, und warum soll er das gegen, was weiß ich, Liverpool, Arsenal, Chelsea, sonst wen, Barca, Real nicht tun? So, ja. Das hängt ja immer von unserer eigenen Leistung ab, finde ich. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass wir so ein, ja, wie soll man das nennen? Müden müden Auftritt in der Champions League sehen werden gegen so 'ne Mannschaft. Ich glaube, da ist man 'n bisschen fokussierter, wie wir's da waren. Äh, 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 äh. Ist halt auch die mentale Verfassung zu wissen, man kann einen Rückstand aufholen, ist auch etwas, ja, 'n 1:0, selbst 'n 2:0, da musst du dir nicht unbedingt Sorgen machen. Also, ich habe mir in Leipzig, eher Sorgen um die Art und Weise gemacht. So, weil wir hatten ja, wenn wir mal ehrlich sind, wir hatten auch keinerlei Torchance. Ja, wir haben 2 Konter gefahren, ne? So. Aber mal wirklich 'ne rausgespielte, hochkarätige Torchance hatten wir halt nicht. So. Das war eigentlich das, wo ich mir eher Sorgen gemacht habe. Ich habe ja gesagt, die Struktur hat gefehlt. Ich habe es halt nicht verstanden, ähm, traurig zu sagen, dass man das sagen muss, aber warum Harry Kane sich nicht hat fallen lassen. Das hat er nicht getan, die erste halbe Stunde. Ja, er stand vorne und, hat auf Bälle gewartet, die niemals kamen. So. Ja, und im Konter, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Harry Kane ist keiner, der jetzt im Konter dem Gegner wegläuft. So, das sind unsere Außenbahnspieler. Keine Ahnung, habe ich nicht ganz verstanden, ja. Da hätte man eher reagieren müssen, meiner Meinung nach, von Trainerseite. So, du musst sehen nach 'ner Viertelstunde, du wirst an die Wand gespielt. Du siehst, du hast keine Struktur im Spiel, da musst du von außen die Ansage bringen: „Ey, Harry, tausch mal die Posi mit Serge.“ So, dann stellst Serge nach vorne, da kann er nicht viel kaputt machen, der hat eh keinen Bock gehabt, mit nach hinten zu arbeiten. Da hättest du die Posis tauschen müssen auf Ansage. So, meiner Meinung nach. Aber am Ende hat Vinny ja alles richtig gemacht, weil 5:1 gewonnen war. Also, über was reden wir, ne? Hm, hm. Mhm. Ja, war herrlich, ne? Ging mir auch so. Muss ich ehrlich, ich bin ja einer, der auch echt anerkennen kann im Fußball, aber bei dem Club, das ist auch, komme ich halt auch nicht klar mit. Dass dann da solche Leute auf der Tribüne hocken und, ach, weiß ich nicht. Schwieriges Thema so, ja, ist wahrscheinlich auch nicht objektiv, kommt dann vielleicht auch noch so 'n bisschen die Fußballromantik bei mir hoch bei solchen Themen, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber umso schöner war's dann zu sehen. Haben wir schon darüber diskutiert, warum wir seit Wochen immer die erste Halbzeit verschlafen? Boah, da müsste ich erst mal zurückdenken, ob das überhaupt so ist. Bisher konnten wir es in der zweiten Halbzeit mit unseren Hammeroffensive immer drehen, aber irgendwann rächt sich das, wenn es in der K.O.-Phase in der Saison passiert, haben wir die Arschkarte. Also, seit Wochen weiß ich nicht. Wir haben ja jetzt erst mal das dritte Spiel, oder? So, wir sind ja erst mal seit 1,5 Wochen oder jetzt die zweite Woche dann in der Rückrunde. Also, weiß ich nicht, ob man da seit Wochen reden kann. Lass mich überlegen. Ich weiß nicht, ob man davon reden kann, dass wir die erste Halbzeit verschlafen. Ich weiß auch nicht, ob das nicht auch 'n bisschen Taktik ist, weißt du? Also, ich denke, wir können uns ja
Mal abgesehen jetzt gegen Leipzig, da war es halt einfach mannschaftlich wirklich, da können wir von Verschlafen reden, da gehe ich mit. Da hat einfach die letzte Konsequenz, Struktur, Zweikampfverhalten, hat alles gefehlt. Ja? Aber ich glaube nicht, dass wir gegen Köln oder Wolfsburg davon reden können. Ja? Da finde ich es eher schlau, so zu agieren, wie wir agiert haben. Weil du hast in beiden Spielen gesehen, du hast es auch gegen Leipzig gesehen, die Gegner können das keine 90 Minuten spielen gegen uns. So. Punkt. Ja? Also lass den Gegner doch Vollgas geben, konzentriere dich auf deine Fähigkeiten. Dann laufen die sich eine Halbzeit müde und dann ist es natürlich auch ein bisschen einfacher für uns. Warum sollen wir dann von Anfang an da, weiß ich nicht, ich fand das jetzt gegen Wolfsburg und Köln nicht so schlecht, ehrlicherweise. Gegen Leipzig, ja, klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Da hast du Glück gehabt. GUI ist Fix to City. Ja, ist ja auch schön, ist ja auch gut. Mein Gott. Also wir sind auf der Außen gut besetzt. Wir haben keine. Aber er ist schon auf jeden Fall schon eine Maschine, der Typ, was ich jetzt gesehen habe. Ich meine, ich kann nur das eine Spiel beurteilen, aber das war schon gut. Ja, ja. Vorlage ist auch wild, ne? Vorlage ist wild. Er hat einen Fuß mal kurz dran gehabt. Aber ja, ich habe mich auch gefreut. Mich auch gesehen, ihn wieder auf dem Feld zu sehen. So gar keine Frage. Und wie ich ja schon sagte, ich hoffe, er wird wieder der Jamal wie vor der Vertragsunterschrift. So, das Thema sollte ja durch sein, das sollte nicht mehr im Kopf sein. Und wenn er wieder der Typ ist, und ich denke, da wird ihn die Verletzung ein bisschen geerdet haben, dass man mal wieder froh ist, dass man überhaupt Fußball spielen darf, dass man überhaupt Zweikämpfe führen darf. Ja. Wenn man nicht wieder dieses Dievenhafte an den Tag legt, dann wird das gut werden. Bin ich mir sicher. Er wird natürlich Zeit brauchen, so, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ne? Ich meine, für einen Offensivspieler immer ein bisschen einfacher, wie für einen Defensivspieler, denke ich. Aber trotzdem wird er Zeit brauchen. Was ja auch okay ist. Ich habe auch gelesen, ach, das ist ja schon vor 2 Wochen oder so, habe ich gelesen, was der bekommen soll, der Gnabry. Fällt ja nichts so ein, ne? Aber heute irgendwo gelesen, dass Serge wohl trotzdem 16 Millionen bekommen soll, finde ich wild. Erst recht jetzt, wo er vermutlich wieder auf der Bank chillen wird, wo Jamal wieder da ist. Ja, wie gesagt, das Ding ist, Serge hat 2 Argumente geliefert in 2 Spielen, nämlich jeweils das Tor. So, that's the point. Ansonsten die Leistung war jeweils eine Katastrophe, eine Frechheit. Punkt. Ja, Leipzig, zweite Halbzeit war es ordentlich, war es durchschnittlich von Serge. Erste Halbzeit war eine absolute Frechheit. Wie gesagt, wir haben mit 10 Mann gespielt. Der war kein Faktor, 0. Ja, und natürlich wird der auf der Bank chillen. Ja, Nicholas Jackson kommt auch zurück, ja, der hat den Afrika Cup gewonnen. So, der kommt auch zurück. Über was reden wir? Ja. Schwierig. Also ich sehe ihn auch nicht bei 15 Millionen oder 16 Millionen, auch wenn sie leistungsbezogen sind. Sorry. Ja. Also, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo man ihn sieht. Also wir sind ja anscheinend beim FC Bayern so weit, dass wir sagen, jo, ein klarer Ersatzspieler verdient 15, 16 Millionen. Und das ist halt schon wild, ne? Aber das ist ein Serge, sorry. So. Wenn Michael und Luis da sind, so, dann ist dazu, sind die Posis zu. Ja? Selbst Lennart Kahl ist ja vor Serge aktuell. Auch wenn die letzten beiden Spiele auch schlecht waren von ihm. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich hätte mir gewünscht, da geht mal ein bisschen härter rein. So. Ja. Aber gut, das ist halt der FC Bayern. Da wird das alles, was das angeht, das Finanzielle ist bei uns eine Farce, wenn wir ehrlich sind. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Serge so viele andere Angebote kriegt, die annähernd irgendwie mal in diese Richtung gehen würden. Kann ich mir nicht vorstellen. Bei besten Willen nicht. Ich weiß, der hat einen gewissen Markt in England,
Aber sorry, welcher englische Club sagt denn: „Ey, geil, ich will unbedingt 'n Serge Gnabry haben“ und muss den 15, 16, 17, 18 Millionen zahlen? Aufgrund welcher Leistungen in den letzten Jahren, Alter? Ja. Ja, hätte er vielleicht zu Galatasaray gehen können. Kann er mit seinem Buddy Leroy, die sind vielleicht so vernagelt und zahlen das Geld, weil es da nicht nach Leistung geht, aber ey, irgendwo, wo es nach Leistung geht, sorry. So, die sind ja auch nicht blind, ja. Weiß ich nicht. Also, das ist auf jeden Fall über Marktwert, was man da zahlt für Serge. Und weiß ich nicht. Du hast so viele junge Talente, in der Offensive in diesem Verein, also, nee, fühle ich auch nicht. Fühle ich so gar nicht, wirklich. Wie gesagt, wären wir irgendwo bei 10 Mille rausgekommen, wegen mir 12 leistungsbezogen, wenn er wirklich nach Tore, nach Einsätzen, sonst was. Ja, weil er 'n erfahrener Spieler ist, so, kann mit Sicherheit viel mitgeben, et cetera. Kann ich verstehen. Aber wenn wir schon wieder über 15, 16 reden, Alter, ja, das ist so: „Ach komm, Serge, du bist 'n bisschen älter, verzicht mal auf 2 Millionen. Ja, wild. Katastrophe. Da könnte Uli mal aus seinem Loch gekrochen kommen, könnte mal 'n Machtwort sprechen. Könnte mal sagen: „Serge, komm, hier 10 Mille oder Hovi.“ Ja, sind die Zahlen, die im Raum stehen. Ich hatte was von 15 gelesen. Zwar leistungsbezogen so, ich glaube, 12 Grundgehalt oder sowas, aber trotzdem wild. Ja, wir reden über leistungsbezogen, das heißt dann mit Champions League-Titel, Meisterschaft und so 'n ganzen Bums, Einsätze, aber weiß ich nicht. Wild. Aber gut, so ist es halt. Ist halt so der Bonus, wenn du so lange im Verein bist, denke ich mal. Ja, ist halt so. Werden wir auch, glaube ich, nicht so schnell ablegen beim FC Bayern. Wir sind da immer noch so 'n bisschen, ja, ich meine, ist ja okay, solange du die Kohle reinholst so, ja. Aber du kannst dich dann halt nicht hinstellen vor der Saison und sagen: „Pass mal auf, wir können keine Spieler verpflichten, weil wir keine Gehälter frei haben und keine Kohle haben.“ So, das ist ja der Widerspruch, ja? Wenn du die Kohle einnimmst, wenn du die Kohle hast, ey, pump sie in den Kader, gib den Multimillionär noch mehr Multimillionär mit noch mehr Multimillionen in den Arsch, damit sie keine Leistung bringen oder 3/4 des Jahres auf der Bank sitzen. Ist ja alles gut. Wenn du das leisten kannst, let's go. Ja, mach. Ich meine, der Zug ist abgefahren, wo wir sagen, das hat irgendwelche normalen Ausmaße, ja? Aber dann kannst du dich nicht hinstellen, erstens als Herbert Hainer oder auch als Chrissy, die sie davon labern so: „Ja, wir wären ja schon für eine Gehaltsobergrenze oder wir wären für eine maximale Kadergrenze“ und so weiter, ja? Und auf der anderen Seite, ja, willst du dann 'n Spieler verlängern, 15, 16 Millionen, der was ist? Der was ist? Das ist doch kein Zukunftsspieler. Das ist doch kein Spieler, wo du sagst: „Ey, der wird Stamm spielen. Guck dir die letzten Spiele an.“ Ja, wenn Jamal fit ist, spielt dieser Spieler keinerlei Rolle. Das ist 'n Spieler, der kommt in der 70. Minute rein, wenn einer mal 'n schlechten Tag hat, ja? Und sehr wahrscheinlich kommt da erst mal noch Lennart Kahl rein. Und wenn der dann nicht liefert, dann kommt 'n Serge Gnabry rein. Ja, darauf wird's hinauslaufen. So, what the hell? Ja, das passt halt nicht zusammen. So, du laberst: „Oh ja, wir müssen Gehälter einsparen.“ Dann hast du so 'n Spieler und da kannst du das Gehalt nicht einsparen, oder was? Ja, also weiß ich nicht. Ich glaube, Lennart Kahl kann natürlich mit Abstrichen, so, gar keine Frage, ist 'n junger Spieler, der hat nicht die Erfahrung, ja? Machen wir mal den Erfahrungsmove. Ähm, aber das ist ja nicht so, dass Serge da eine Bombe nach der anderen zeigt, also weiß ich nicht. Das sind wieder so Sachen, die passen einfach vorne und hinten nicht zusammen. Ja, da musst du deinen Weg auch mal durchziehen, Alter. Aber das war ja schon bei Leroy so, den hast du ja auch 15 Mille angeboten. Für was, Alter? Für was? Für welche Leistungen? Hä? Junge. Ich sage ja, das Geldthema kannst du bei unserem Verein nicht nachvollziehen. Ich mache nicht wieder Fonzie Davies auf, machen wir jeden Stream gefühlt. Hm, 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 Ja, warum denkt man so schlecht wegen den Verträgen? Weil die Spieler nicht die Leistung bringen für das Gehalt, was sie bekommen. Punkt. Deswegen denkt man so schlecht. Und weil man das als Normalsterblicher, ich weiß nicht, wie du finanziell gestellt bist, vielleicht bist du hier gestellt. Also ich, der zu irgendwo zu einer Mittelschicht gehört,
kann das nicht nachvollziehen, welche Summen da in dem Raum stehen. Sorry. Kann ich nicht. Ja? Und dann gehe ich da gottlos rein. Punkt. So. Wenn der 16 Millionen verdient, dann will ich die Leistung für 16 Millionen sehen. Sehe ich dann die Leistung, die ich gerade sehe, dann wird er gnadenlos zerrissen. Punkt. Das ist auch der Grund, warum Josh jedes Mal, wenn er eine schlechte Leistung bringt, gnadenlos einen reingedrückt kriegt. Und nicht dieses, ach ja, ist so Kimmich, ja, blasöz. Ja, dann bring die Leistung für 20 Millionen, die du kassierst. Punkt. Tut er das nicht, wird er kritisiert. Fertig. Das müssen die sich dann gefallen lassen. Die verdienen 20 Millionen, Alter. Über was reden wir? Stell dir mal die Zahl 20 Millionen vor. What the fuck, Alter? Sorry. Und dann reden wir über einen Spieler, der kein Faktor in dieser Mannschaft sein wird in der Zukunft. Darüber reden wir. So, wir reden nicht über einen Harry Kane, der jedes Spiel spielt und jedes Spiel liefert. Wir reden nicht über einen Luis Diaz, wir reden nicht über einen Michael Olise. Ja, das sind Spieler, die liefern jedes Spiel. Selbst ein Joshua Kimmich liefert irgendwo jedes Spiel. Wir reden über einen Serge Gnabry, Alter. What the fuck? Da kann man sich aufregen, ja, aber richtig kann man sich da aufregen. Hast du das Spiel gegen Leipzig gesehen, wie der Alter, ich könnte schon wieder abdrehen. Das Spiel davor dasselbe. Ja, das ist 1:1 ein Leroy Sané-Klon. Junge, der läuft über 'n Platz. Ach ja, ich habe den Ball jetzt verloren. Ach ja, ich habe 'n Fehlpass gespielt. Ja, komm, ich tue mal 2 Meter so, als würde ich 'n Antritt mit nach hinten machen und dann bleibe ich stehen mit meinem fetten Arsch. Das ist Serge Gnabry, Alter. Ja, er hat jeweils 'n Tor gemacht, jeweils 'n wichtiges Tor. Das ist der einzigste Pluspunkt. Ansonsten könntest du den zerreißen. Du kannst den sportlich zerreißen, diesen Menschen. Sorry. Der kann lieb und nett sein, der kann Führungsspieler sein, der kann wichtig in der Kabine sein, alles gut, ja? Aber sportlich ist das sind keine noch nicht mal wir reden noch nicht mal über 10 Millionen, Alter, sorry. Das ist sportlich 'n Witz, was dieser Mensch zeigt. Junge, Alter, vergleich den mal mit einem Luis Diaz. Ja, das ist der Vergleich. Das ist seine Position. Michael Olise, das ist der Vergleich. Das ist seine Position. Über was reden wir? Der soll genauso viel verdienen, wie die Spieler verdienen? Alter, komm, hör auf. Sorry. Auch wenn das Geld in dem Verein drin ist. Ja, deswegen musst du's nicht irgendwelchen Leuten in den Arsch schieben, weil sie seit 8 Jahren da sind und man irgendwie, „Ja, wir haben mal 'n Sextubel geholt. Ja, da müssen wir noch mal 10 Jahre nachzahlen“, oder was? Sorry, Alter. Es muss nach Leistung gehen und nicht danach, was ist schön und was ist nicht zu viel, Alter. War schon bei Müller 'n Thema, sorry. Die letzten 3 Jahre war der auch nur Ersatzspieler und hat 20 Millionen bekommen. Jetzt machst du denselben Scheiß mit dem Serge Gnabry. Fällt mir halt nix so ein. Ja, aber dann halt deine Fresse und stell dich nicht öffentlich dahin und erzähl: „Oh ja, wir müssen aber Geld einsparen. Ne, wir dürfen keinen Spieler mehr verpflichten. Wir können nur noch einen ausleihen. Können wir uns nicht leisten.“ Ja, warum kannst du es dir denn nicht leisten? Weil du irgendwelche Ersatzspieler 15 Millionen in den Arsch schiebst. Junge, und Serge ist 'n Ersatzspieler. Er ist ja noch niemals Einwechselspieler Nummer 1. Junge. Das ist der Punkt und deswegen kann man sich darüber aufregen. Ich fange jetzt gar nicht mehr im Alter an. Dann ist ganz vorbei bei dem Spieler. Zeig mir einen Verein, der hingeht und sagt: „Komm Serge, wir nehmen dich, wir geben dir 16 Millionen.“ Die gibt's nicht. Wie gesagt, 'n türkischer Verein oder 'n Ölscheich. Aber keinen, wo's nach Leistung geht, Alter. Aber wir machen das und heulen auf der anderen Seite rum, dass wir kein Geld haben. Wir müssen wir müssen wir müssen Gehälter einsparen. Wir müssen das Gehaltsniveau drücken. Ja, dann spar doch die 16 Millionen ein. What the fuck? Ja, und darüber kann man sich aufregen. Punkt. Ja, hier steht's ja. Wollten Eberl und Co. nicht das Gehaltsgefüge senken? Ne, die wollten das nicht. Uli Hoeneß wollte das. Beziehungsweise der Aufsichtsrat, die wollen das. Der Max Eberl geht und Co., denen ist das scheißegal. Lächerlich. Wenn du mit Manuel Neuer verlängerst, läuft das dann läuft das wie mit Thomas Müller. Genauso läuft das. „Ja, komm Manu, unterschreib, wir machen 1 Jahr hinten dran.“ Ja, dann kriegt der weiter seine 22 Millionen. Genauso wie's 'n Thomas Müller bekommen hat. Das ist doch der Punkt, Alter. Ei, 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 ei.
Woher willst du das denn wissen, dass das so ist, wie du es schreibst? Und selbst wenn es 10 Millionen und max 5 Bonus sind, ist es zu viel. Punkt. Meine Meinung. Du kannst ja gerne 'ne andere Meinung haben, das ist ja völlig okay. Wenn du Serge Gnabry wenn du die Leistung gut findest für das Geld, ist das völlig fein. Ja, ich sage hier nur meine Meinung. Und wie gesagt, das ist 'n absoluter Widerspruch zu dem, was vorher hier im Chat steht. 'N absoluter Widerspruch. So, ganz einfache Kiste. War aber schon bei Leroy so, weil da waren die Aussagen dieselben. Wir müssen Gehalt einsparen, aber wir geben denen trotzdem noch 15 Millionen. Für was? Für was? Hä? Für was? Junge, sorry. Ne, sehe ich nicht. Kann jeder für sich anders sehen. Das ist völlig fein, Leute. Nicht falsch verstehen. So, wenn ihr meint, Serge Gnabry ist das Geld wert, ist das ja schön. Ich sehe das nicht so. Das ist der Punkt. Jeder kann seine Meinung haben. Alles ist gut. Gibt ja auch mit sicherlich Leute, die meinen, dass Josh 20 Millionen Jahresgehalt wert ist. Oder Alphonso Davies, dass er 20 Millionen Jahresgehalt wert ist oder schnell ist. So sehe ich halt auch nicht. Aber das liegt vielleicht auch daran, wie jeder 'n Bezug zu Geld hat oder was weiß ich. Kann ja gut sein. Blondie, guten Abend. Mm, 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 mm. Gnabry wird gehen Ende der Saison. Ach, Gnabry wird nicht gehen. Gnabry geht auf gar keinen Fall, es sei der Verein sagt: „Serge, wir wollen dich nicht mehr.“ Ansonsten geht 'n Gnabry definitiv nicht. Definitiv nicht. Der Mann hat doch gar nicht den Anspruch, sportlich noch mal relevant zu sein. Sorry. Serge Gnabry hat nicht den Anspruch, sportlich relevant zu sein. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Das sieht man dieses Jahr wieder, dass er gar kein Problem damit hat, sportlich in dieser Mannschaft an zweiter, noch nicht mal an zweiter, an dritter Stelle zu stehen. Ja. Weil wenn er das 'n bisschen anders sehen würde, dann würde ich auf jeden Fall 'ne andere Einstellung aufm Platz sehen wollen wie die letzten beiden Spiele. Sorry. Ja, wenn das die Einstellung ist: „Oh, Lennart Kahl ist grade vor mir, ähm, ist egal. Einsatzmäßig nach hinten mache ich gar nichts.“ Ja, weiß ich nicht. Ja, also dann weiß ich nicht, über was wir reden. Sorry. Wenn du auf der Zehnerposition spielst beim FC Bayern, dann hast du deinen Arsch mit nach hinten zu bewegen. Punkt. Guckt euch mal an, wo ein Harry Kane rumtingelt, Alter, defensiv. Ja, das kannst du da Minimum von einem Zehner verlangen, der noch mal 30 Meter weniger Laufweg hat. Ja, aber der bleibt stehen mit seinem Arsch. Das ist dem scheißegal, der bleibt an der Mittellinie stehen. Ja? Und dann guck dir mal an, wer an ihm vorbei nach hinten läuft. Ja. Und da können wir nicht davon reden, dass Serge Gnabry sportlich irgendwelche Intentionen noch hat. Was ja auch okay ist, der Mann hat alles gewonnen so in seiner Karriere, ja? Ich kann das ja irgendwo nachvollziehen. Aber warum sollte der dann sagen: „Oh, ich muss weg aus München?“ So, er wird geschätzt, er ist in der Wohlfühl-Oase, er kriegt weiterhin sehr, 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 sehr gutes Geld. Ja, der wird freiwillig geht der nicht von München weg. Das glaube ich nicht. Sein bester Kumpel spielt beim FC Bayern, das ist Joshua Kimmich. So, warum sollte er aus dieser Wohlfühl-Oase weg wollen? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wer weiß, wir werden's sehen, ne? Wir werden's sehen. Wie gesagt, vielleicht kommt Uli Hoeneß auch um die Ecke und sagt: „Nö, wir haben kein Geld. Nö.“ Das ist der einzigste Punkt, den ich mir vorstellen kann, wie Serge Gnabry den Verein verlässt. Hm, hm, hm. Na ja, na ja. Ja, wahrscheinlich wird er die WM mitnehmen, weil Nagelsmann, auf ihn steht, aber als sportlich wird er die WM nicht mitnehmen. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo Serge Gnabry jetzt mal ernsthaft, ja? Nimm die wichtigen Spiele, die kommen. Wo soll Serge Gnabry 'ne Rolle in dieser Mannschaft spielen? Wo? Wo sollen wir sagen: „Geil, ich stelle jetzt lieber 'n Serge Gnabry auf anstatt 'n Michael. Ich stelle jetzt lieber 'n Serge Gnabry auf anstatt 'n Diaz. Ich stelle jetzt lieber 'n Serge Gnabry auf anstatt 'n Harry Kane oder ich stelle jetzt lieber 'n Serge Gnabry auf anstatt 'n Jamal Musiala.“ In welcher Welt soll das passieren? Ja, wenn das Spiel scheiße läuft, irgendeiner hat 'n schlechten Tag, ja, dann willst du in der 70. Minute den Serge Gnabry einwechseln.
steht's in irgendeinem K.O.-Spiel 3:0, der Bums ist gelutscht, ja, dann wirst du in der 70. Minute den Serge Gnabry einwechseln. So, und wenn man dann als was fährst du dann zur WM? Hä? You know? Aufgrund welcher Spielzeiten fährst du dann zu 'ner WM? Dann kannst Es gab früher mal 'ne Aussage, das war zu meiner Zeit, wo ich noch Nationalmannschaft verfolgt habe, gab's die Aussagen: „Ja, wir nehmen Spieler mit zum großen Turnier, die Stammspieler in ihren Vereinen sind.“ Und das ist 'n Serge Gnabry definitiv nicht. Punkt. Ganz einfach. Aber ja, vielleicht haben wir einfach nicht mehr genug Qualität, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin nicht drin im Thema Nationalmannschaft. Mm, 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 mm. Muss man mehr den Verein dafür kritisieren als den Spieler? Der Spieler nimmt das dankbar an und würde ja, natürlich. Also, ey, ich kritisiere 'n Serge für seine sportlichen Leistungen, nicht dafür, dass der Verein ihm die Kohle in den Arsch schiebt. So, ja, da kann Serge nix für. Da würde jeder von uns würde ja auch nicht sagen: „Oh ne, gib mir bitte nicht mehr Geld, ich bringe keine Leistung.“ Oder: Gib mir nicht mehr Geld, ich bin ja nur der Ersatz, für meinen Kollegen, wenn der mal krank ist.“ So, ist ja Schwachsinn, ja? Natürlich kritisieren wir den Verein. Ja, und Serge kann da nix für. Ja, warum sollte er auch? So, aber anscheinend ordnet man ja die Leistungen nicht, oder ich kann auch sein, dass ich die Leistung nicht gut einordne. Ich meine, Ziyech hat was? 8 Bundesligatore, 7 Vorlagen oder sowas. Also, von der Statistik her ist er ja 'ne Maschine, ist er ja vorne mit bei, oder? So, aber ich habe es grade gesagt, wenn's wirklich um die Gladiolen geht, in welcher Posi soll 'n Serge Gnabry spielen? Wo soll er spielen? Es gibt keine Position in dieser Mannschaft. Ist halt so. Und dann bringst du eher noch 'n Lennart Kahl rein, weil der wahrscheinlich, ja, vom Kopf her freier ist und ja, keine Ahnung. Hatten die letzten Wochen gezeigt, ne? So, darum geht's ja nicht. Also, man macht ja Serge keinen Vorwurf, dass er nicht sagt: „Ne, bitte gib mir nicht das Geld, Alter.“ Das wäre ja lächerlich. Dass der das Beste für sich ausverhandeln will, ist doch logisch, ne? Und das ist auch völlig legitim. Ich sage ja, deswegen habe ich das ja auch gesagt, das passt halt von Vereinsseite nicht zusammen, ne? Du kannst dich nicht da hinstellen und sagen: „Ich habe kein Geld, wir müssen die Gehälter drücken“, und dann verlängerst du mit 'nem Ersatzspieler für diese Summen, die im Raum stehen. Ja, wir können gerne abwarten, wenn der Vertrag unter Dach und Fach ist, was dann am Ende die Summe ist. Ja, sicher, können wir gerne tun, aber die Summen, die da grade gehandelt werden, sind schon wild. Und wenn man dann ich meine, der Vertrag wäre ja wahrscheinlich auch schon fix, ja, wenn da nicht irgendwer in der Führungsriege noch irgendwie darüber nachdenkt, ja? Und das kann ja wieder nur der Aufsichtsrat sein. Also, ich denke, die sportliche Führung hat sich ja klar geäußert, Form von Max Eberl. So, dann wird's der Aufsichtsrat sein. Der wird wahrscheinlich ähnlich denken, ja? Der denkt sich: „Warum soll ich denn um die 15 Millionen für 'n Serge Gnabry zahlen, wenn ich 'n Lennart Kahl da hocken habe, der was verdient?“ Ja, und wenn der Nächste schon hinten dran steht auf der Außenbahn. So, das sind wahrscheinlich die Überlegungen, weil die Überlegungen musst du ja machen, wenn du dich als Verein da hinstellst und sagst: „Wir müssen die Gehälter drücken.“ So, dann musst du ja diese Überlegung bringen. Alles andere wäre ja dumm. Ach, das ist ja für 'n Serge kein Problem, der fliegt doch nach Paris mal eben für 'n Friseur, ist kein Thema. Hm, 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 hm. Weiß ich nicht, ob der Uli immer noch auf diesem Trip ist. Keine Ahnung. Am Ende auch egal, ja? Ich meine, der Serge spielt ja immerhin 'ne Saison, die durchschnittlich ist ja nicht ganz unterirdisch, aber das tut er immer, wenn sein Vertrag ausläuft. Das ist auch völlig normal. Der wird sollte man den Vertrag verlängern, der wird nächste Saison noch weniger 'ne Rolle spielen bei uns. Noch weniger. Dann kann er wieder Schidi-Milli und dann ist gut. Was auch okay ist, mein Gott. Ich glaube, jeder Verein hat so 'n Spieler, oder? Jeder Verein hat irgendwie so 'n Spieler, den du irgendwie
so hoch ratest, den du viel Geld bezahlst und der dann am Ende nicht liefert. Und den hast du irgendwie dann ganze Zeit an der Backe. Das ist halt einfach so. So ist es halt. Mm, 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 mm. Ja, aber ist doch derselbe Punkt. Leon bringt doch genau dieselben Leistungen. So. Ich hab's ja gerade gesagt, Leon hat auch keinerlei jetzt, wo Josh nicht da war. Ich meine, ich verstehe es nicht, warum Goretzka vor Pavlo dann spielt. Den Move habe ich nicht verstanden. Wahrscheinlich, weil man denkt, so Pavlo kann aus der tieferen Position dann so die Ordnung reinkriegen, wie es ein Kimmich tut. Kann er nicht, haben wir ja gesehen. Also Goretzka gefällt mir auf der tieferen Position besser wie auf der vorderen Position. Ja, aber gerechtfertigt, dass man den Vertrag jetzt verlängern muss, hat Leon mit seinen Leistungen bisher auch nicht, würde ich sagen. Und wenn der mit zu einer WM fährt, weiß ich es auch nicht. Aber wie gesagt, Nationalmannschaft bin ich raus, Alter. Mm, 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 mm. Ja, was willst du denn machen? Donny, was willst du denn machen? Ja? Ich finde das mit Opa viel schlimmer. Max hat am Sonntag im Interview gesagt, dass er sogar bis April, Mai warten würde. Das ist dasselbe wie bei Davis. 1:1. 1:1 dasselbe. Was willst du denn machen? Du hast doch keinerlei Handhabe als Verein. Null. Welche Handhabe hast du? Nenn sie mir. Was kannst du jetzt machen? Du kannst sagen, Upamecano, das ist das Angebot, wie wir es bei Davis versucht haben. Jetzt hast du 2 Wochen Zeit, nehm an oder lass. So, das kannst du machen. Ne, dann musst du den Bums durchziehen. Dann nimmt der Opa das nicht an und dann musst du der sagen, alles klar, Opa, das war's, hau rein, Ende der Saison bist du weg. So. Was ist der Umkehrschluss? Dann musst du anfangen, Upamecano auf die Bank zu setzen und musst zusehen, dass du Ito, Kim, je nachdem, auf wen du setzen möchtest, dass du den da schon mal so langsam einpflegst. So, ja, weil das macht keinen Sinn. So, und die andere Alternative ist so wie er es da gerade kommuniziert. Ja, wir gucken mal, wann der Opa sich entscheidet. That's the point. Ja? So, und wenn der Opa unbedingt beim FC Bayern bleiben wollen würde, dann wäre der Vertrag schon verlängert. So, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja, ganz einfache Kiste. So. Vor allen Dingen, weil er sich ja selber auch in der Öffentlichkeit hinstellt und sagt, es geht nicht ums Geld. So. Heißt, er überlegt, will ich noch woanders, will ich nicht woanders, was legitim ist. Ja, soll nicht falsch verstehen. Aber wenn er unbedingt beim FC Bayern bleiben würde, wenn das alternativlos wäre, wäre der Vertrag ja schon verlängert. So, das ist es halt nicht. Das heißt, entweder sagt der FC Bayern, wie er es bei Fonzie Davis getan hat, komm, ich überzeuge den Spieler doch nochmal mit den extra 10, 20, 30 Millionen Handgeld oder halt nicht. Darauf wird es hinauslaufen. Punkt. So. Also ich denke, wenn Upamecano, egal, der kann sich einen Verein aussuchen. Wenn der Berater zu irgendeinem Verein geht, wo Upamecano hingehen möchte und sagt, ey, pass mal auf, der Opa wird gerne für euch spielen, der möchte allerdings 20 Millionen Gehalt haben, ja, vielleicht noch 20 Millionen Handgeld, habt ihr Bock? Ja, dann wird es wahrscheinlich nicht viele Vereine geben, die sagen, oh nee, Upamecano, nee. Ja, so, das ist der Punkt. Ganz einfach. Und das ist der Verein halt schuld. Auch da wieder kein Vorwurf an Opa, ja. So, du kannst halt nicht mit solchen Spielern ins letzte Vertragsjahr gehen. Du kannst mit Spielern wie Serge Gnabry kannst ins letzte Vertragsjahr gehen. So habe ich gerade schon gesagt, für den gibt es keinen Markt, Alter. Leo Goretzka gibt es auch keinen Markt. Und das sind Spieler, die wollen nicht weg beim FC Bayern. Beide nicht. Beide wollen nicht weg. Da kannst du ins letzte Vertragsjahr gehen. So, kriegen die eine Leistungsexplosion, sagst du, ja komm, hier, komm, jetzt kriegst du. Dann sagen die, ja, die wollen nicht weg. Sonst wären sie gar nicht mehr da. So, und bei Upamecano ist genau das Gegenteil. Tja. Ich weiß nicht, worauf er wartet. Vielleicht wartet er auf. Ich weiß es nicht. Frag mich nicht. I don't know. Aber du hast halt keine Handhabe mehr als Verein. Welche Handhabe hast du? Keine. Null. Wirklich null. Mehr Geld reinpumpen. Das ist die einzige Handhabe, die du hast. Oder du sagst, jo, das ist es. Und jetzt kannst du dich entscheiden, Opa. So.
Aber wenn du dem jetzt 'ne Deadline setzen würdest, dann würde er sagen: „Ja, alles klar, dann war's das. Machen wir uns doch nix vor." Ja? Warum sollte er sich jetzt 'ne Deadline setzen lassen? Ja, das hättest du halt vor einem Jahr machen müssen. So, Katastrophe halt. Die ganze Situation ist 'ne absolute Katastrophe, aber das ist dasselbe wie bei Davis. Du kannst dich als Verein auf dem Level wir reden auf dem Level. Wir reden nicht auf'm Level irgendwo zweite Bundesliga. Kannst du dich doch nicht in solche Situationen bringen lassen. Sorry. Was denkt man denn? Noch mal, du kannst das mit Spielern machen, wo du denkst: „Ja, weiß ich noch nicht, glaube eher, ist nicht unbedingt 'ne Zukunft bei unserem Verein." Da ist mir das einfach relativ egal. Gehen wir mal ins letzte Vertragsjahr. Wenn wir den verlängern sollten, wird's dann trotzdem noch 'n bisschen billiger, alles ist gut. Aber du kannst doch nicht mit solchen Spielern ins letzte Vertragsjahr gehen, Alter. Da musst du halt vorher 'n Zeichen setzen. Ja, da musst du halt mal 'n Spieler wie Upamecano opfern. Punkt. Hättest du machen müssen. Hättest du aber schon bei Davis machen müssen. So, da hast du den Zug schon verpasst, ja? So. Und ich sage es euch, es wird in Zukunft so kommen müssen. Irgendwann kommt der Punkt, wo es 'n Spieler trifft, wo der Verein sagen muss: „Ja, alles klar, du entscheidest dich jetzt, ansonsten setzen wir dich ein Jahr auf die Tribüne." So, der Punkt wird kommen müssen. Ansonsten wird das immer wieder passieren, was jetzt passiert. Immer wieder. Warum sollte ein Spieler denn vorzeitig verlängern? Wenn er ins letzte Vertragsjahr gehen kann, wo er alle Trümpfe auf der Hand hat, wo er noch mal 2 Mille mehr Jahresgehalt rauspressen kann, wo er noch mehr Handgeld rauspressen kann. Warum sollte ein Spieler das nicht tun? Ja. Was auch kein Vorwurf an die Spieler ist, oder? So ist das Business, Alter. So, ist halt so. Wir dürfen stark davon ausgehen, dass Nagelsmann Sané, Gnabry und Goretzka mit zur WM nimmt. Da kann man nur hoffen, dass die WM nicht stattfindet. Die WM sollte sowieso definitiv nicht in den USA stattfinden. Infantino ist nicht mehr tragbar. Der Fake-Friedenspreis für einen Möchtegern-Diktator war die Kirsche auf der Torte. Ja gut, aber das brauchst du ja nicht durchdiskutieren. Dann dürfte, also, sorry, es gab eine WM in Katar. Über was reden wir? Die Diskussion ist gerade, heuchlerischer geht's nicht. Sorry. Also jeder, der jetzt noch die Nationalmannschaft verfolgt, ja, muss sich über sowas nicht wundern, oder? So. Und wir müssen uns auch nicht wundern, dass irgendwelche Geld regiert die Welt, Alter. Geld regiert den Fußball. So, wir diskutieren gerade über Gehälter. Wir diskutieren gerade über Verträge, ja. Ohne Scheiß, wenn Elon Musk, Fußball interessiert wäre und irgendwann sagen würde: „Ey, das wäre doch mega geil. Wir machen mal 'ne WM auf Grönland. Ich schmelze da 'n Stück frei, da baue ich 4 Stadien hin." Ja, dann passiert das. Weil der einfach die Geldschatulle aufmacht an der FIFA und dann passiert das. Ja, das ist Fußball. Das ist Fußball. Nichts anderes mehr. Ja, da muss man nicht irgendwie romantisch sein oder sonst was. Das ist Fußball. Deswegen wurde Franz Beckenbauer zerrissen, weil er die FIFA geschmiert hat, damit 'n Turnier in Deutschland stattfindet. Das ist gang und gäbe. Das ist gang und gäbe. Ja, du schmierst irgendwelche Staaten, damit die für dich stimmen. Ja. Willst du das, keine Ahnung, willst du das irgend afrikanischen Verband, was? Willst du denen das vorwerfen? Das ist die einzigste Möglichkeit, wie solche Länder an Geld kommen können. Indem sie sich dafür bezahlen lassen, für was die abstimmen. Ja, das ist der Punkt, Alter. So. Wir reden jetzt noch nicht mal davon, dass die sich privat auch noch die Taschen voll machen. Das ist ja noch mal 'n ganz anderes Ding, ja? Aber das haben wir schon bei Blatter gesehen, so. Und das Traurige ist, bei Blatter, wo das damals rauskam, war alles schockiert. Die ganze Fußballwelt, wollte ihn vernichten, steinigen, ans Kreuz nageln und verbrennen auf 'n Scheiterhaufen, ja? Und Infantino, der Heilsbringer, ja. Und jetzt denkst du dir: „Ey, der Blatter war ja eigentlich doch ganz okay." So, weißt du? Da daran merkst du doch schon, wie der Hase läuft, ey. Ja, das ist doch das Thema, Alter. Du denkst dir jetzt wirklich in deinem Kopf so: „Ja, der Blatter war schon ganz okay, ne?" Ja. Das das ist das ist der Weltfußball, Leute. Kannst du keinem erzählen, oder? Ja?
So, und nochmal, man muss sich doch nicht wundern, doch nicht wundern, dass man Donald Trump in den Arsch kriegt, wenn 'ne WM in Katar stattgefunden hat, Leute. Über was reden wir denn? Ich bitte euch. Also, das war doch die Krone. Das war doch die Krone. Ist doch jetzt nicht die USA. Ja, dass die USA sich auch dahin entwickelt, ja. Aber wir diskutieren nicht über Politik hier, ja? Aber das ist ja noch harmlos, nachdem 'ne WM in Katar stattgefunden hat. Sorry, ja. Punkt. Ist halt leider so. Ja. That's the point, Alter. Und das ist auch der Grund, warum ich den Bums nicht mehr gucke, ja? Warum ich mir maximal 'n Turnier angucke, wenn's nicht grade in irgend menschenrechtswidrigen Land stattfindet. Alleine halt auch, wie der deutsche Verband sich als größter Fußballverband der Welt verhalten hat, wie die deutsche Nationalmannschaft sich verhalten hat, ja? Ja, das ist 'ne Farce. Dass Manuel Neuer irgendwie sonst in Regenbogenfarben aufläuft und da grad kriegt er die Eier nicht und hast du nicht gesehen und ach komm, hör mir auf, Alter. Das Katar-Ding ist 'ne absolute Farce, ja, und jeder, der 'n bisschen Rückgrat hat, ja, der hat daraus die Konsequenzen gezogen und die Konsequenzen waren, sich den Bums nicht anzuschauen. So, aber da muss einen nicht wundern, dass man jetzt 'n Donald Trump da Zucker in den Arsch bläst, Alter. Und, dass der Infantino da drin verschwunden ist in seinem Arsch, Alter. Da siehst du noch nicht mal mehr die Zehenspitzen. Der ist ja halt komplett drinne. Ja. Das ist einfach das ist, glaube ich, einer der Menschen, der dem Fußball am meisten schadet. Ja, das ist so. Ist halt 'n Drecksmensch. Punkt. It's Bato, guten Abend. Ich bin voll bei dir, dass Gnabry zu wenig Pfeffer hat, sportlich relevant zu sein. Der ist 'n bisschen bequem, ich finde aber trotzdem, dass er oft den Treffer gemacht hat in dem Zeitpunkt, wo der Rest der Mannschaft irgendwie blockiert war. Ja, in den letzten beiden Spielen, ja. Insofern zwar königlich bezahlt als Joker, aber kann man investieren, solange die Boni dann auch nicht easy erreichbar sind. Jo, das ist deine Meinung, ich sehe das nicht so. Aber das ist völlig fein so, da hat jeder seine Meinung. Ich sehe das nicht so. Ich sehe das komplett anders. Dann kannst du auch 'n, unverbrauchten Jugendspieler da reinwerfen. Da brauche ich keinen alternden Star, der 15 Mille verdient auf der Bank. Brauche ich persönlich nicht. Aber ja, in den letzten beiden Spielen hat Serge Gnabry natürlich Argumente geliefert dafür, ja, definitiv. Habe ich ja auch eingangs gesagt. Na ja, du kannst hier wo willst du die Härte umsetzen, bei welchem Spieler jetzt? Ich weiß nicht, wo laufen die Verträge nächstes Jahr aus? Ich denke auch, dass da wird relativ zeitnah wird da 'ne Entscheidung kommen bei Serge, dann wird das groß inszeniert, Vertragsverlängerung und gut ist. Ja, aber das kann der FC Bayern halt nicht. Wo sie Es gibt keine Ahnung, ich kenne keinen Fall. David Alaba, das war der Fall. Ja, so, das war der Fall. Guck dir Thomas Müller an, das war auch nur Uli Hoeneß. Deswegen stand Max Eberl ja so dumm da, wie er da stand. Und das ist dasselbe mit Serge Gnabry, mit Manuel Neuer, mit Leon Goretzka. So, wenn's nach Max Eber geht, wird da einfach alles verlängert. Das läuft doch grade. Ist ja auch es läuft ja. So, über was reden wir? Sportlich ist das so, völlig verständlich aus sportlicher Sicht, ja? So. Wenn, dann kommt der große Stempel von oben, der sagt: „Ja, ist jetzt auch mal Zeit, deine Karriere zu beenden, Manu, wa?“ Und Serge kommt: „Ja, willst du bestimmt noch mal was Neues machen.“ So, ansonsten passiert da gar nix. Ja, dann wird scheinheilig so getan, weil der Auftrag ist, ja, du musst 'n bisschen Gehalt einsparen. Dann werden 2 Millionchen eingespart bei Serge und dann ist doch alles schön. Ja, dann kann man sich wieder da hinstellen und sagen: „Ja, guck mal, haben wir doch 'n bisschen was eingespart.“ So wird das laufen. Hm, 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 hm. Bisschen Robustheit im Zentrum, ja, selbst das kommt ja nicht. Also, ich habe die Robustheit gegen Leipzig nicht gesehen von Leon Goretzka.
Spielaufbau, nein, kann Leon halt auch. Ist er auch nicht der Spieler für. Ist auch nicht seine Aufgabe, finde ich. Mm, 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 mm. Disconnect hier. Der war schon immer fake, der Preis. Also da war der Weltfußballer noch der ehrlichere Preis, oder? Ist aber halt so. Ja, aber bei Heavy hast du, ich habe es ja schon öfter gesagt, bei Heavy wirst du nicht so 'n Heckmeck haben. Ich glaube, das ist 'ne andere Art, das hat man ja auch in Tottenham gesehen. Das ist 'ne andere Art Spieler, ne? Der ist nicht so 'ne Art Spieler. Das werden wir sehen. Ja. Das hast du doch jetzt schon gehört, seine Aussagen. So, da wird nicht so 'n Heckmeck sein. Entweder sagt der Verein: „Jo, wir haben Bock, mit Heavy weiterzugehen, bis er, was weiß ich, 36, 37 ist“, oder halt nicht. So. Und dann wird 'n Harry Kane vorher gehen, dann kriegt der Verein irgendwie 60 Millionen festgeschriebene Ablöse und dann war's das. Darauf wird das hinauslaufen. Da wird kein Schachern passieren, da wird kein dies passieren, kein das und ach ja, komm, ich entscheide mich mal im Mai oder im Juni oder 2 Tage bevor mein Vertrag endet, weil dann ja 'ne WM stattfindet. Oder noch besser, komm, ähm, wir machen noch so 'n kleinen Zeitvertrag wie bei der Club-WM. Ja, bist du noch Spieler des FC Bayern bis nach der WM. Ja, solche Faxen gibt's da nicht, Alter. Das ist noch 'ne andere Art, anderes Schlag Spieler, ja. Bin ich mir sicher. Also, ich kann mich natürlich hart täuschen so, ja. Wir werden sehen, wie meine Worte altern werden. Aber das ist mein Eindruck von Heavy, ne? Das hat man auch, ich denke, in Tottenham gesehen. Ja, Harry Kane hat jedes Mal in Tottenham seinen Vertrag um 1 Jahr verlängert, dass, wenn er geht, der Verein noch 'ne Ablöse bekommt. Welcher Spieler tut das denn in der heutigen Zeit, ja? Zeig mir einen. Gibt's nicht. Die gucken alle nur auf sich. Guckt keiner auf den Verein, Alter. Die gucken alle nur auf sich. Ziehen sich lieber 30, 40, 50 Millionen Handgeld rein, wie auf den Verein zu gucken, der sie überhaupt dahin gebracht hat, wo sie sind. Ja. Da sollte sich halt mal so ein Alphonso Davies, ein Upamecano, ein Jamal Musiala und wie sie alle heißen, sollten sich da mal an die Nase fassen, Alter. Weil sie wären auch alle nicht da, wo sie sind, wenn der FC Bayern sie nicht genommen hätte. Ja, wer weiß das denn? Gerade bei Alphonso Davies war das ja so enttäuschend, Alter. Den hast du aus Kanada geholt. What the fuck, Alter? Ja? Gerade der hätte doch mal, Dankbarkeit zeigen müssen gegenüber dem Verein, Alter. Dass der Verein ihm überhaupt die Chancen gegeben hat, das zu werden, was er ist. Gibt's in der heutigen Zeit nicht. Ist nur Business. Das ist nicht mehr, wir träumen immer noch so davon, so: „Ja, das ist 'n e.V., das ist 'n Verein.“ Ähm, Die Fußballabteilung ist 'ne ausgegliederte AG und so muss man das auch sehen. Das hat nichts mehr mit Vereinsleben zu tun, mit Vereinstreue, mit Vereinsliebe, mit sonst was. Das ist 'ne ausgegliederte Aktiengesellschaft und Punkt. Das ist Business, Business, Business. Nichts anderes, ja? Der eine oder andere Spieler kann das besser verkaufen, der eine oder andere Spieler schlechter, der eine oder andere Spieler, da nimmt man das hin, ja? So, der eine oder andere Spieler liefert aber auch dafür das, was er bekommt. Da kann man das dann eher nachvollziehen, ja. Aber bei ganz vielen, ne, das ist der Punkt. Und deswegen, weil ja vorhin die Frage war, deswegen denke ich, kann man auch jedes Mal darüber diskutieren und jedes Mal wieder zu diesem Punkt Geld kommen, ne? Das ist halt so. Aber das ist keine Kritik an den Spielern, sondern am Verein. So, das ist klar. Das sollte klar sein. So, da brauchen wir nicht drüber reden.
Ich bin Bayern-Fan mit Herz und Seele, aber das mit den Verlängerungen geht mir schon länger auf die Nerven, immer bis zum letzten Moment zu warten. Ja, weil man dieser gute Laune-Bär ist, you know? Man ist einfach im ey, das kann ja auch 'n Alleinstellungsmerkmal sein, so, ja? Es wurde ja oft genug diskutiert die letzten Jahre, so. Erst mal Mir Samir, was ist das? Was bedeutet das? Ja, hier hin und her. Und das soll mehr als nur 'n Werbespruch sein und 'ne große Familie trotz dieses ganzen Businesses und so. Alles gut. Kann man alles verstehen, ja? Und der Verein lebt das ja auch. So, das sieht man ja, ne, dass man halt nicht die Pistole auf die Brust setzt, nicht 'ne Trainingsgruppe 2 macht. Der Verein lebt das, aber die Spieler kacken dir halt in die Hand. So, die Spieler interessiert das nicht. Das 'n Alphonso Davies interessiert? Interessiert das jetzt 'n Upamecano? Ne, die interessiert das nicht. Die wissen das nicht zu schätzen. Keiner von denen. Jamal Musiala, weiß der das zu schätzen? 'N Scheißdreck tut er. Der hat sich auch 30 Mille reingezogen dafür, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Ja, und der hatte noch 1,5 Jahre. Der ist noch nicht mal ausgelaufen. Dahin sind wir schon gekommen beim FC Bayern. Ja, der zieht sich 30 Millionen rein dafür, dass er seinen Vertrag verlängert. Und dann kommt er noch auf das Level von Heavy. What the fuck? So, darüber reden wir, ja? So, und dann reden wir darüber, dass man Goretzkas, Gnabrys, Sanés hat und selbst denen läuft man noch hinterher. Denen läuft man noch hinterher und sagt: „Ja, komm, kannst doch hier 15 Millionen können wir uns noch drauf einlassen bei Libor jetzt, ja?“ Hey Leute, mir ist an mir, alles gut und schön, Alleinstellungsmerkmal im Fußball, Familie, bla, Sülz, ey, alles richtig. Wenn Spieler Probleme haben, wie es damals war bei Ribéry et cetera, ja, ey, da muss der EV rauskommen so, ja? Da muss 'n Verein da sein. Das ist menschlich so. Verein bedeutet Menschlichkeit, da hat man da zu sein, da spielt auch Geld keine Rolle. Wenn's um irgendwelche privaten, krankheitlichen Dinge geht und so was, hat das alles zweitrangig zu sein, ja? Aber wie ich's grade schon sagte, wir sind eine AG mittlerweile mit einem Milliardenumsatz. Und ja, von Spielerseite handelt man so und von Vereinsseite so: „Ach ja, ne.“ So, das ist die große Diskrepanz bei uns. Das passt halt nicht zusammen, ja? So Spieler wie Serge Gnabry, wie Leon Goretzka und so, ey, die haben ihren Zenit hinter sich, das ist gut, das ist fein, die haben 'ne gute Karriere gehabt, die waren erfolgreich beim FC Bayern, das wird niemand vergessen. Aber dass man das dann immer so hinstellt als: „Oh ja, der ist so 'n verdienter Spieler beim FC Bayern, den kannst du jetzt nicht so behandeln.“ Doch, kann man. Wenn er 3 Jahre lang keine Leistung bringt oder die Leistung einfach nicht mehr reicht für diesen Verein, dann kann man den so behandeln, wenn er den Verein nicht verlassen möchte. Ja? Dann kann man denen ja vorher sagen: „Pass mal auf, entweder verlässt du den Verein oder du sitzt ein Jahr lang auf der Tribüne, weil wir möchten auch gerne noch 'ne Ablöse kreieren.“ So, das muss legitim sein. Wir sind 'ne Aktiengesellschaft, Alter. Wir sind nicht an der Börse, ja. Deswegen brauchen wir keine Rechenschaft ablegen. Ja, dann wäre das noch mal 'n bisschen anders, siehe Dortmund. Ähm, Das ist noch der Vorteil, ja. Deswegen können wir uns das noch erlauben, überhaupt so zu handeln. Ansonsten könntest du angeklagt werden, wenn du so handelst. Ja, da das musst du dir mal vorstellen. Das ist ja in Dortmund der Fall. Die könnten sich das nicht erlauben, mit einem Upamecano ins letzte Vertragsjahr zu gehen und den ablösefrei gehen zu lassen, ja? Geht nicht. Ist 'n Ding der Unmöglichkeit. Können die verklagt werden. Ja. Wir können das machen, ist kein Problem. Scheiß drauf. Wir können das Kapital wegfeuern, aber heulen dann auf der anderen Seite rum, dass wir kein Kapital haben. Ja, fragt euch mal warum. Pavard ist uns auch nicht auf der Nase rumgetan. Hernandez für viel Geld geholt und er wollte auch weg. Reisende sollte man nicht halten. Ja, aber der hat halt auch nicht gewartet, bis er im letzten Vertragsjahr ist und hat gesagt: „Ja, danke, war schön hier. Ich habe mir schön die Kohle reingezogen. Ich verpiss mich jetzt für nichts.“ Genauso wie 'n Pavard. Ja, das ist ja alles fein. Ich habe mich doch auch gesagt, wenn Opa doch gerne noch was anderes machen möchte, ey, völlig fein. Ja, so wie Lennart Kahl, der hat 'n Traumverein, der will einmal in seinem Leben für Barcelona spielen, Paris, sonst was. Ja, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Und das ist doch auch legitim. Ja, völlig, völlig legitim. Da macht man das.
Und wenn man da ein bisschen Anstand hätte, ein bisschen, und ein bisschen Dankbarkeit gegenüber diesem Verein, ja, dann macht man das nicht, wenn man im letzten Vertragsjahr ist, sondern ein Jahr vorher. So, dann sagt man: „Ey, ich möchte gerne noch mal irgendwann da und da und dahin. Das sind meine Ziele“, und gut ist. Ja, aber das passiert halt in der heutigen Zeit nicht. So, der Verein ist da immer noch ein bisschen träumerisch unterwegs, meiner Meinung nach. Das passiert halt nicht. Du bringst das den Spielern entgegen und die Spieler kacken dir in der Hand. Hast du bei Fonzie Davis gesehen. Punkt. Und das ist schade, weil man stellt immer nur so hin, so: „Ja, der Verein hat keine Dankbarkeit, der Verein zeigt keine“, oder „ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt mit meinen 17 Millionen, die ich hier bekomme.“ Leute, ich fühle mich da nicht wertgeschätzt. Versteht ihr das? Weil der bekommt 1 Million mehr. Fühle mich nicht wertgeschätzt in diesem Verein. Ja, dann verpiss dich. Junge, Alter. Kriege ich jedes Mal Puls bei dem Thema. Fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich bekomme nur 17 Millionen. Mann. Und ich bekomme keine 30 Millionen Handgeld. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Das hat mein Herz zerbricht, wie Manuel Neuer. Mein Herz wurde mir vom Verein aus der Brust gerissen. Es wurde mir rausgerissen. Weil man meinen besten Freund hat man entlassen. Es wurde mir rausgerissen. Leute, ich kann nicht mehr. Ja. Aber 20 Millionen zu kassieren, dafür reicht's immer noch, ne? Junge, Alter, echt, ey. Junge, das sind alles so verlogene Drecksäcke in der heutigen Zeit. Das kannst du dir nicht ausmalen, ey. Ja, und spätestens, allerspätestens, weil er hier wieder mal der beste Coach, den wir jemals hatten, steht, ne? Spätestens, seitdem Tuchel bei uns Trainer war. Und wer sich die PKs angeschaut hat, sollte wissen, wie der Hase hoppelt. Da, spätestens da sollte die letzte Fußballromantik, was das angeht, gefallen sein. Hm, Ben, verstehe ich. Geht mir ja nicht anders. Mich kotzt das ja auch an. Du kannst auch nur mit dem Kopf schütteln. Man kann das nicht nachvollziehen so. Lass mal die Summen dahingestellt. Das ist ja alles gut und schön. Sagen wir, ist ja bei uns immer, glaube ich, noch so, ja, wir haben ja die Jahreshauptversammlung gesehen. Es ist ja immer noch so, dass wir die Kohle einnehmen, die wir ausgeben. So, also völlig fein. Man verdient im Fußball, ich mache jetzt mal einen fiktiven Wert, weil ich jetzt gerade die Zahlen nicht genau habe. Sagen wir mal, wir verdienen als Verein 800 Millionen. Ja, dann ist es völlig legitim, wenn du diese ganzen 800 Millionen wegballerst, ja, für deine Mannschaft, für sonst was, und du bist bei plus minus null. So, dann ist das so. Völlig legitim. Das ist einfach dann 'n Beruf, da ist so viel Geld im Umlauf. Punkt. Können wir nicht ändern, ist alles gut, ist alles schön. Habe ich gar kein Problem mit. Ja, ich habe kein Problem damit, dass 'n Harry Kane 25 Millionen verdient. Warum sollte ich das? Es ist so viel Geld in diesem Business und der Mann liefert Spiel für Spiel für Spiel für Spiel für Spiel. Der liefert. Ich weiß nicht, wann Harry Kane mal 'ne Note 4 gekriegt hat, seitdem er bei uns ist. Ja? So, das ist 'n Weltstar. Ja, gib den 25 Millionen, gib den 30 Millionen wegen mir. Ja, alles gut. Darum geht's ja nicht. Regt sich doch keiner drüber auf. Es wird sich doch keiner drüber aufregen, wenn du jetzt sagst: „Ey, ich verlängere mit Michael Olise, weil der spielt so guten Fußball. Ich zahle ihm 25 Millionen im Jahr jetzt.“ Wer wird sich darüber aufregen von uns? Keiner, oder? So, weil auch der Spieler liefert, 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 liefert. Es geht doch um die Spieler, die nicht liefern, und das über Jahre. So, es geht doch auch nicht darum, dass 'n, keine Ahnung, Serge Gnabry mal 'n schlechtes halbes Jahr hatte, ja? Leon Goretzka dasselbe. Leroy Sané, wo diese Diskussion war. Darum geht's doch. Das sind Spieler, die seit 2, 3 Jahren einfach nicht auf dem Bayern-Niveau Fußball spielen. Aber das Geld verdienen, als wären sie auf ein Niveau von Harry Kane. So, das ist doch das, was uns abfuckt. Dass die Zahlen über dass das krank ist, brauchen wir nicht drüber reden, so, ja? Aber das ist halt so. Das ist wie im Tennis, Alter. Da ist einfach so viel Geld drinne, ja. Dann ist da so viel Geld, da verdienen diese Leute so viel Geld. Wären wir talentierter, hätten wir es durchgezogen, würden wir vielleicht auch 'n bisschen Geld verdienen im Fußball. Wer weiß das schon so. Haben wir nicht getan, selber schuld, ja? Punkt. So, das Geld ist da, alles fein.
Aber es geht doch darum, dass du dann Spieler überbezahlst. Wir bezahlen, ich muss es wieder bringen. Wir bezahlen einen Alphonso Davies 20 Millionen Jahresgehalt. 20 Millionen. Das ist der nächste Serge Gnabry, Alter. Und 30 Millionen für seine Unterschrift hat er gekriegt. Und dann wundert man sich jetzt, wenn man einen Upamecano keine 20 Millionen zahlen möchte und nicht die 30 Millionen Handgeld, dass der sagt: Ich muss mal überlegen.“ Ja. So, that's the point. Ja, das ist der Grund, nichts anderes. Und dann hast du nicht die Eier als Verein, das halt auszumerzen. Dann fängst du noch an, diesen Spielern in den Arsch zu kriechen, wie man es bei Leroy gemacht hat. Das machst du noch. What the fuck, Alter? Thomas Müller, Alter, der war die letzten 2,5 Jahre Ersatzspieler. Sorry, ja, super wichtig für diesen Verein, hat super viel geleistet, ja. Hat sich auch 3, 4 Mal dem Verein so gezeigt, Alter. Wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat in diesem Scheißverein, was war denn die Konsequenz? Ja, entweder ist der Trainer gegangen, ansonsten wäre Thomas Müller gegangen. Ja, kannst du dir 'ne Doku angucken, sagt er selber. Selbst den zahlst du trotzdem dann weiterhin 20 Millionen, bis ein Uli Hoeneß von oben mal runterstapft und sagt: „Ey Thomas, ist aber gut, ne? Jetzt ist aber gut hier. Jetzt hast du die 200 Millionen geknackt hier im Verein, jetzt ist aber gut.“ What the hell, Alter? Darum geht es doch. Die Leistung muss halt stimmen und dann muss man auch 'n Serge Gnabry, 'n Leon Goretzka an die Wand nageln dürfen, wenn sie halt einfach keine Leistung bringen für das Geld. So, Punkt. Da müssen die auch nicht rumheulen, da muss mir auch keiner kommen mit bla Sülz. Wir reden nicht über Beleidigung oder sonst was, ja, in Social Media, darum geht's nicht. Es geht darum, dass man die dann, sportlich kritisieren kann. Und das tue ich. Punkt. Und da fangen wir nicht an beim Lennart Kahl, alles gut, ja? So, da kannst du sagen: „Ja, alles klar.“ So, erstmal ist er noch gar nicht so weit, dass du da ansatzweise Kritik üben kannst, ja, und der verdient noch keine 20 Millionen. Dauert nicht mehr lange so, brauchen wir auch nicht drüber reden, ja, aber aktuell ist es halt nicht so. So. Und noch mal, guckt euch mal im Weltfußball an, im Weltfußball. Wir reden jetzt mal oder wir bleiben in Europa, das andere interessiert ja eh nicht gehaltstechnisch. Guckt euch mal im europäischen Fußball an, welche Fußballer mehr wie 15 Millionen verdienen. Guckt euch das mal an und dann können wir gerne mal weiter diskutieren. Und dann guckt ihr mal, wie viele Bayern-Spieler in dieser Liste sind. Ja. Und guck dir mal an, wie viele Realspieler in dieser Liste sind. Ja, das ist doch der Punkt. So. Selbst Gerd Müller oder Franz Beckenbauer hat man damals verkauft. Ja, an Rummenigge hast du verkauft, damit der Verein am Leben bleibt, ja. Ja, das ist ja auch okay. Also, wie gesagt, ich verstehe das nicht. Aber da bin ich immer noch zu viel Fußballromantiker, ja. Ich ich denke immer so, wie gesagt, so 'n Spieler wie Alphonso Davies, ja? Ist ja das beste Beispiel, aber auch 'n Upamecano so. Upamecano hast du auch geholt für weiß ich nicht, 40 Mille oder was. So, den hast du verpflichtet, das weiß der natürlich auch, ja. So, und du hast ihm die Bühne FC Bayern gegeben und du hast ihn dahin, jetzt gerade unter Kompany, hast du ihn dahin weiterentwickelt, dass er die Möglichkeiten hat zu sagen: „Ey, ich möchte zu dem und dem Verein, ich kann da hingehen, anfragen und dann werden die mich nehmen.“ So, die Möglichkeiten hast du den Spielern gegeben. Und dann kann man doch wenigstens so viel Dankbarkeit erwarten, ja, dass man dann nicht ins letzte Vertragsjahr geht und ablösefrei den Stinkefinger macht oder den Verein bis auf die Knochen auszieht. So. Ey, das ist 'n Anspruch, den ich habe, der ist schon nur so. Und das passiert nicht. Das passiert in der heutigen Zeit nicht mehr. Es gibt keine Dankbarkeit vom Spieler in Richtung Verein. Es muss nur immer andersrum sein. Ne, ganz im Gegenteil, dann kommt immer der Satz: „Ja, ich fühle mich hier nicht wertgeschätzt, ne? Ich bekomme 18 Millionen, aber ich fühle mich hier nicht wertgeschätzt.“ Da da fällt dir nichts zu ein, oder? Ja. Und noch mal, das ist nicht in der Spielerverantwortung. Es wäre schön, ja? Und deswegen ist mein Take, dass das bei Harry Kane nicht so sein wird, weil der nicht diese Art Typ ist, meiner Meinung nach.
ist natürlich nicht in der Verantwortung des Spielers, dafür zu sorgen, dass das so ist, ja? Da muss der Verein dann die Zeichen setzen, wenn die Spieler das nicht von sich aus machen. Und das passiert halt nicht. Und das ist schade. So. Wer gerne mit Sané und Gnabry verlängern möchte, dem ist auch zuzutrauen, mit Goretzka zu verlängern. Ja, natürlich ist das zuzutrauen. Guck dir doch die Spielzeit von Leon Goretzka an. Ich weiß nicht, guck mal rein in die Statistik. Ist ja nicht so, dass der keine Spielzeit hat. Ja, natürlich ist das zuzutrauen. Definitiv. Mm, 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 mm. Tja, hättest mal eher Mitglied sein müssen, dann hättest du auch hingedurft. Kannst ja nicht erst 3 Monate vorher Mitglied werden und dann darfst du schon zur Jahreshauptversammlung. Wo kommen wir denn da hin? Ist ja wohl eine Frechheit. Für mich auch nicht mehr wertgeschätzt. Durch Erhöhung des Mindestlohns gehe ich nun wieder mit Mindestlohn arbeiten für den Malteser. Sehr traurig. Das ist wirklich traurig, Ben, Alter. Das ist wirklich traurig. Mm, 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 mm. Die Diskussion läuft doch immer darauf hinaus. Wenn wir keine Themen haben, weil alles sportlich gut läuft, kannst du doch nur über das Finanzielle ragen. Ist doch so. Aber ich bin auch fertig. Und wie gesagt, das kann ja auch jeder anders sehen, ne? Ich finde das ja legitim. Jeder kann ja sagen, Serge ist das wert oder der ist das wert oder Alphonso Davies ist das wert. Bei Alphonso Davies werden wir das sehen, ob er das wert sein wird. Aber auch das hat ja jeder seine anderen Ansichten. Wie gesagt, für viele ist Weltklasse was anderes wie für mich. Und das ist ja auch völlig legitim. Das ist ja genauso bei der Benotung. Ne? So. Das Ganze ist nur meine Meinung. Das kann man teilen, das muss man nicht teilen und damit ist auch gut. Aber ich kann das Thema immer wieder auf. Ihr merkt es ja. Das ist ein Thema, was mich triggert. Und ich finde es halt, ja, schade, dass es so ist in der heutigen Zeit. Aber es wird sich auch nicht ändern. Es wird ja nur jedes Jahr schlimmer. Und wenn du dann halt sowas dann liest hier, dann triggert mich das halt noch mehr, ne? Das ist das halt. Ja. Wenn du dann liest, dass der Ben für Malteser im Mindestlohn arbeitet, Alter, dann könnte ich völlig abdrehen. Ja. Das ist das Traurige in der heutigen Welt, Alter. Und dann erdreisten sich Spieler halt, die keine Leistung bringen, ja, die zumindest den Eindruck machen, als hätten sie keinen Bock. Was jetzt dahinter steckt, sei mal dahingestellt. Dann gehen diese Spieler noch dahin und reizen raus, was rauszureizen ist, Alter, obwohl sie schon Multimillionäre sind. Und dann krieg ich das eiskalte Kotzen, Alter. Ja. Und das, obwohl ich schon kein Fußballromantiker mehr bin in manchen Themen. Das ist das Schlimme. Aber so ist das Leben. Ne? So ist es. Aber wie gesagt, dieser Wertschätzungstake ist halt immer so das i-Tüpfelchen dann, ne? Das ist immer das i-Tüpfelchen. Ja. Kannst ja mal fragen, wie viel Prozent, gut, okay, bei Fußballern, die da irgendeine Villa haben oder so, aber da wäre es mal interessant, wie viel Prozent die von ihrem Gehalt für Wohnraum bezahlen müssen. Ja. Wäre mal eine interessante Diskussion. Der Otto-Normalverbraucher liegt bei 40-50%, was von seinem Gehalt nur für Wohnraum weggeht, Alter. Und so ein Fußballer stellt sich dahin und ja, keine Ahnung. Aber das Thema darfst du gar nicht erst anfangen, Alter. Dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, Fußball interessiert dich nicht mehr. Oder du gehst an den Punkt und sagst, komm, ich gucke mir in meinem Dorfverein Landesliga an oder Bezirksliga oder Verbandsliga oder Oberliga. Ja, ja. Und dann wundern sich die Fußballer, dass sie dafür
medial in die Fresse kriegen, Alter. Wenn sie halt 15 bis 20 Millionen verdienen und dann so lustlos Leistungen zeigen, dann wundern die sich noch, ja, dass sie dafür dann von Menschen zerrissen werden, die wirklich einen wichtigen Job haben und für Mindestlohn arbeiten müssen, Alter. Ja, dann wundert man sich noch. Da sind wir angekommen. Wild, oder? Ja, aber so ist das. So ist das. Naja, ey, jetzt mal ganz ehrlich, keiner in Deutschland sollte für Mindestlohn arbeiten müssen. Ja, Punkt. Keiner. Aber wie gesagt, da gehen wir in die Politik rein. Das ist der verkehrte Stream dafür hier. Ja. Weil dann rage ich erst richtig los. Dann fangen wir mit unserem Bundeskanzler und Markus Söder fangen wir dann an. Dann können wir mal von Wertschätzung reden, Alter. Aber dann fangen wir auch wieder mit der Dummheit der Menschen an, die diese Parteien wählen. Aber gut, so ist es. Gut, Leute, wenn ihr keine Themen mehr habt zum FC Bayern, mache ich Ende. Ende Gelände. Dann starte ich nämlich in Mittelerde rein. Ich habe da Sachen zu machen. Ich muss Orks töten. Ich muss die Riddermark verteidigen. Macht ja sonst keiner. Weißt du, bleibt auch noch an mir hängen. Ja, jeder, der beim Söder nicht Brechdurchfall kriegt, der ist ja auch in der verkehrten Welt, Alter. Sorry. Ja, so ist das. Aber ist ein schönes Schlusswort. Ist ein schönes Schlusswort. Gehen bestimmt wieder 500 Leute vom Kanal dafür. Söder-Bashing. Mal so am Rande, hast du noch auf dem Schirm, dass Gaudino mal bei uns gespielt hat? Ich nicht mehr. Gaudino, der Junge, ja. Aber doch nicht sein Vater. Du meinst seinen Sohn, oder? Das habe ich auf dem Schirm, ja. Aber Maurizio hat doch nie für uns gespielt, oder? Wenn doch, dann bin ich auch lost. Sein Sohn weiß ich, unter Pep. Maurizio. Nee, hat der echt für uns. Wann hat der denn für uns gespielt? Nee. Wenn dem stimmt, habe ich nicht auf dem Schirm, ne. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein MMO. Herr der Ringe Online. Uralt. 18 Jahre alt. Maurizio hat beim FC Bayern gespielt. Wild. Ja, was spielst du denn für Spiele? Müssen wir da erstmal so anfangen? Das muss ich jetzt googeln, Alter. Wo ist Transfermarkt? Transfermarkt. Maurizio Gaudi. Boah, doch muss er ja, weil der Sohn war ja dann auch bei uns, oder? War der bei uns? Kann ich mich auch nicht dran erinnern, Alter. Wild. Fake News, oder was? Sag ich ja Fake News hier. Er hat nicht bei uns gespielt. Oh, doch. Lol. Nee, das ist Kaderwert. Okay. Also auf transfermarkt.de sehe ich nicht, dass er bei uns gespielt hat. Wie gesagt, ich weiß, sein Sohn hat bei uns gespielt. Ja, unter Pep war das. Der war auch gar nicht schlecht, gute Anlagen gehabt, aber keine Ahnung. Komm mal in Conquer. Komm mal in Conquer, gutes Spiel, ja. Gibt es doch auch einige, die in diese Richtung gehen. Aber da bin ich nicht ganz so im Thema. Ja, Stuttgart, Frankfurt, Mannheim, so die Ecke. Monheim, ne? Monheim. Wie gesagt, sein Sohn hat bei uns gespielt, ja. Unter Pep hat er gespielt. Ein paar Spiele. Wollte doch sagen, er hat doch nie bei uns Fußball gespielt. Ey. Junge!
Mich echt an mir selber gezweifelt jetzt hier. Ist ja wohl 'ne Frechheit, so was zum Ende des Streams zu machen. KI. Olli, so einer bist du? So einer bist du? So 'n KI-Typi oder was? So 'n Fake-News-Typ? Ei, ei, ei. Jetzt bist du aber gleich hier in der Ansehensskala um 2 Punkte gefallen, ne? Ja. Bist nur noch 'n guter Kerl jetzt. Hiermit ist vorbei. Maurizio Gaudino einfach mal zum FC Bayern geschrieben, Alter. Wild. Wie hieß denn sein Sohn noch mal? Mit Vornamen. Komme ich auch nicht mehr drauf. Ja, ja, so ist das. Hast ja nicht ganz Unrecht gehabt. Es gab auch wen von Gaudino bei FC Bayern. Aber komm, ich check das auch mal gegen. Gianluca hieß er, genau. Gianluca. Ja. Gianluca war das. Junge, der ist auch schon 29. Wo dümpelt der denn rum jetzt? Spielt der überhaupt noch Fußball, Alter? Alemannia Aachen ist der jetzt. Ablösefrei. Vom SV Stripfing. 150.000 ist er Marktwert. Ja. Naja, er hat's U17, U19 beim FC Bayern. Dann ist er bei den Profis gewesen, ein Jahr, genau. Und dann ist er von Bayern nach St. Gallen gegangen. Nach ausgeliehen. Wie so oft. Dann zurück, dann haben wir nochmal, dann haben wir an Girona verkauft. Chievo Verona für 1,25 Millionen. Dann war er vereinslos. Alter, das ist ja auch wild. Dann von vereinslos nach Young Boys Berlin. Young Boys. Dann nach Sandhausen. Dann nach Altach. Dann wieder nach Sandhausen. Also auch nur geliehen. Ei. Oh, dann war er wieder vereinslos. Ach du Grüne. Also die Karriere ist nicht durchgestartet. Hat es nicht geschafft, seinem Vater gerecht zu werden. Ist auch nicht so einfach, ne? Haben wir beim Beckenbauer gesehen. Ein großer Name ist nie so einfach. Oder auch beim Scholl haben wir es auch gesehen, beim Lukas. Da sind Erwartungen dran, ne? Ist halt so. Gut, Leute, ich mach Feierabend. Ich wünsche euch was. War ein schöner Stream. Schön abgeraged über Gehälter, so muss das sein. Immer drauf auf die Fußballmillionäre. Erst recht in der Nationalmannschaft. Leute, ich wünsche euch eine schöne Woche. Und wir sehen uns nächste Woche Montag, wenn ihr Bock habt, live. Schön, dass ihr da wart. Und danke nochmal an Peter für die 3 versteckten Subs, ne?